Zoals ik al erwähnt habe, fangen wir vier Sonntag an, Psalm 96 zu betrachten, zu sein Wort und mein Gott anzubeten. Zu Gott beten und Gott anzubeten sind zwei verschiedene Dinge. Was meint dort Gott anzubeten und woran soll wir Gott anbeten? Psalm 96 ist ein Anbetungslied zu Gott. Und wir sagen dort, obwohl uns nicht gesagt ist, wer Psalm 96 geschrieben hat, kann wir annehmen, dass David der Dichter ist, wie es was ganz Ähnliches in 1. Chronik 16 schreibt. Und ich würde uns zum Beispiel irgendwann wie ein Tag Zeit haben, in Tüstand in Gottes Wort lesen, dann dort wir Psalm 96 lesen würden und dann 1. Chronik 16 lesen würden und sein, wo ähnlich David sein Leid in Psalm 96 sind. Und dort wies uns, dass es sei möglich ist, dass David Psalm 96 geschrieben hat. Gottes Wort sagt in 1. Chronik, dort an dem Tag, als der Bundeskist Gottes nach Jerusalem gebracht ward, leiht David zum ersten Mal von Asaph und seiner Sturmbreite ein Lied dem Herrn zu Ehren singen. Ein Lied, das Psalm 96 sei ähnelt. So, das wird wie das erste Mal, wo Menschen das Lied zu Gottes gesungen haben. Und deswegen kann ich annehmen, dass das 1. Chronik 16 zuerst geschrieben wird und dann Luther Psalm 96. Und obwohl das Lied von Singen und Preisen reden, das weit wie als Kinder Gottes dort Anbetung noch viel tiefer geht, als bloß singen, als bloß Gott preisen, als bloß zu Gott beten. Anbetung geht noch tiefer. Jesus sagt in Johannes 4, das hier wie viele sind auch all, dass die wahrhaftige Anbeter den Vater wo anbeten wollen. Am besten an der Wahrheit. Am besten an der Wahrheit. Und wir können Gott am besten anbeten, kriegen dann, wo wir sind. Ob wir in der Kirche sind, ob wir Tisch sind, ob wir bei der Arbeit sind, ob wir auf dem Weg sind, wo wir sind. Wir können Gott am besten anbeten. Natürlich, weil Gott hat, dass wir einmal weiter Zeit nehmen, dann taub zu kommen und von ihm zu lernen an sein Haus und taub Gott anbeten dann an sein Haus. Aber Gott will haben, dass wir kriegen dann, wo wir sind, am Anbeten dann. Und diese innerliche Anbetung hat mit einem persönlichen Verhältnis mit Gott zu tun. Und woran soll wir Gott anbeten? Der Psalmist gibt uns wenigstens 3 Gründe, woran wir das tun sollen. Erstens, wie es Gott uns, wer weiß noch? Gemerkt hat, nicht? Der ist unser Erschaffer. Und zweitens, wie es eben alles ist und wie seine Eigenschaften, seine Charakteristik vollkommen sind. Die sind perfekt. Und wir als Menschen reden viel und können ich sie nicht vollkommen, meine Eigenschaften sind nicht vollkommen. Und aber da ist einer, der vollkommen und perfekt ist und dort ist Gott. Und soll wir nicht, die von Gott gemerkt sind und nicht vollkommen sind, soll wir nicht der Einzige, der vollkommen ist, anbeten? Absolut. Der ist vor uns, der ist über uns, der ist vollkommen, der ist perfekt. Und deswegen sollen wir am anbeten. Am gehört alle Anbetung. Und dann drittens sagt der Psalmist nach, wie es durch Jesus im Blut uns von unseren Sinnen gerat hat. Und dafür können wir Gott nicht genug anbeten. Dort wie kann Kinder Gottes sein. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Das ist ein Geschenk Gottes und er verlangt, dass wir dafür anbeten sollen. In Feierwerk seht ihr, reine Anbetung als ein Leben, das für Gott gelebt wird. Aber was meint dort, dass wir für Gott leben sollen? Oder lass mich dort ein bisschen anders feststellen und fragen, wo können wir Gott in unserem Alltag anbeten? Ich sehe, wir sollen Gott Tüß anbeten, aber wo sitzt so ein Leben, wo wir Gott durch alles, was wir tun, anbeten? Und der Psalmist in Psalm 96, erwähnt wenigstens 3 Wege, wo wir das tun können. Wo wir Gott in unserem Alltag anbeten können. Und die 3 Punkte wollen wir von dir betrachten. Erstens sagt der Psalmist in Verse 2 und 3, 2 bei, aber 3. Red alle Tag von wo Gott raten wird. Verteilt alle Völker von seiner Herrlichkeit und von seiner Wunderwerken. Verteilt, wenn
alle da. Alle da. Wie kann Gott durch ein Zeugnis für Aunbäden, wenn wir andere Menschen von Jesus Christus vertellen? Zum Beispiel, wer er ist. Wer er ist. Was er für uns persönlich getan hat. Was er für die ganze Menschheit getan hat. Und nicht bloß getan hat, über was er versprochen hat, in der Zukunft noch zu tun. Was er noch einmal für uns tut. Und für uns alle tut. Du darfst, wenn wir von diesen Dingen vertellen und zu anderen Menschen vertellen und reden, dann do wir Gott verherrlichen und anbeten. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 15, 1. Petrus 3, 15, heilig Gott dem Herrn in jenem Hort, sieht manchmal mit einer Antwort rein? All the time. Immer. Sieht immer mit einer Antwort rein für die ein Grund fordern dann für die Hoffnung, die sie haben, bloß dort leichtelig und respektvoll. Andere Menschen, die wollen sein, du hast was Besonderes an uns. Oder du hast was Besonderes in uns Leben, was Gott für uns zu tun hat. Und wenn wir immer weiter von Jesus vertellen, dann wollen die Menschen Raum uns Gott weiten, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Gottes Wort live haben, dass wir Gott live haben. Und dann, wenn sie diese Hoffnung an uns sein und von uns hören, dann wollen sie nach uns kommen manchmal und sie wollen uns fragen. Von wo hast du deine Hoffnung her? Wo kann ich dort kriegen? Und dann sagt Petrus, sie Ammerei eine Antwort zu geben für die eine Antwort von uns Vadern dann. Für die Hoffnung, die an uns ist. Und nicht bloß dort, Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wo Petrus und Johannes vom jüdischen Rut gebracht werden und gesagt wird, jemals mehr in Jesus in Namen zu reden oder zu lehren. Dort meint so viel, das was sie deuten, nicht? Die deuten dort im Tempel Gottes, die deuten dort Unge Ernst, die deuten dort in Apagos, wo immer die werden, die haben von Jesus vertalt und schließlich wird dort die religiöse Lehrer zu viel, haben die festgenommen. Und dann sagt Petrus und Johannes, dann sagen die in Vers 19 und 20 von der Apostelgeschichte, Kapitel 4, reich für uns selbst, oft dort ein Gott seine Uhren reich ist, dort wie mehr eine Jündherrchen als eine Gott. Wir können nicht anders, als davon reden, was wir hier in dir sein haben. Wir können nicht anders. Liebe Geschwister, das haben wir erfahren, das haben wir belebt in Jesus Christus. Wir können nicht anders, als davon reden. Und ich weiß, wenn wir zum Beispiel nicht gut feilen und noch krank werden, dann haben wir vielleicht eine neue Medizin gebraucht und dann sind wir gesund geworden dadurch. Wo reden wir nicht von dieser Medizin, wenn andere Menschen auch krank waren? Weißt du was? Dort habe ich auch. Und weißt du, was ich gefangen habe? Das ist Art Medizin, das hat mich so geholfen. Ich will auch so für die kriegen und die sollst du annehmen, dann wirst du auch mehr was Geld feilen. Guck mal, die ganz meisten Menschen Raum an sind da in der Welt. Die sind von Gott getrennt, die haben keine Hoffnung an sich, die gehen durch so eine schwere Tiden. Und wenn einer dort sitzt, dann kann einer gehen und sagen, Kimmel, dort habe ich auch belebt, so ein Leben, als was du hast. Und dann nehme ich was Besonderes an, Jesus Christus. Und nun ist mein Leben ganz anders und ich kann nicht anders, als davon reden und vertellen, was Jesus Christus für mich getan hat. Und ich verspreche dir, wenn du am annimmst, wird dein Leben anders sein. Ich verspreche dir dort. Petrus sagt, ich kann nicht anders. Auch wenn die mich anbringen, aber dann, wo ich von Jesus rede. Und du darfst Gott anbeten. Das hat sein Termin heute geredet. Ich kann nicht anders. Los von Jesus reden. Wir sollen immer bereit sein, anderen zu sein, was wir persönlich belebt haben.
in andererseits, was sagt Gottes Wort, wenn wir uns über Jesus schämen dann? Ja, der wird sich auch über uns schämen. Wenn wir einen Tag vor Arm stehen, dann wird er sagen, guck mal, die über mich geschämt, nie wird so leicht dann. Matthäus 10, 32, 33, wer mich vor den Menschen bekannt, den war ich vor mein Vater im Himmel bekannt. Aber wer mich vor den Menschen verlicht, den war ich vor mein Vater im Himmel verliehen. Das wird Jesus selbst sagt, und der ist uns Rechter. Er sagt, wenn wir uns über ihn schämen wollen, dann kann er unser Vermittler nicht sein. Dann gehen wir verloren. Wo wir Gott anbeten, wiest uns Life für Gott. Die von uns, die befreit sind, weiten, was das meint, eine andere Person Life zu haben. Und ich komme nach Gott besinnen und drei denken, zu der Zeit, wo ich mich verleift habe, und meine Frau, und wo scheint mir das ging? Ist das nicht so dort? Wenn ein Mensch erst verleibt ist, das Leben, das kann bloß nicht scheinen wollen. Und dann ist es ganz leicht, von der Person zu reden. Mein bester Freund, wir kamen für einen Taub, wurden einen Kaffee trinken und so wieder, und dann wurde gleich von meiner Frau, damals nicht meine Frau, vertan. Warum ist es so dort? Wie es Gott sagt, Jesus sagt, wovon das Hort voll ist, redet das Müll. Eine andere Übersetzung sagt, wovon das Hort voll ist, schält das Ewa. Ist das nicht wunderbar? Liebe Geschwister, wenn uns Hort voll Jesus Christus ist, dann wird das Ewa schälen. In unser Worten, in unser Wirt, in unser Hoffnung, in Life zu anderen Menschen. Das schält Eva. Und dann ist die Frau, die hat mich selbst stellen da und ans Ola von aus Samarias. Wenn wir niemals mit anderen über Jesus reden, dann müssen wir vielleicht unser Hort nur sein, um zu sein, ob uns Hort nach Fall Jesus ist. Wenn es Fall Life für Jesus ist, dann schält das Eva. Dann schält das Eva. Wie kann Gott anbeten durch uns Zeugnis geben, wie du durch was Gott verherrlicht in uns Life für ihn wird offenbart. Wonach der Psalmist sagt in der Verse 7, but 9, in Psalm 96, Verse 7, but 9, dort wie durch uns geben Gott anbeten kann. Das kann wir an verschiedene Wege tun. Er gibt uns verschiedene Wege, wo wir durch uns geben Gott anbeten kann. Wie kann zum Beispiel Gott alle ihr in Lob geben für dort, was er durch uns tut. Wir bringen Gott alle ihr. Verse 7 und 8 sagen, die Menschenkinder ut alle Völker schrieb oder bring den Herrn ihr in Gewalt zu, bring den Herrn der Herrlichkeit zu, der seinen Namen traf. Das traf an, das gehört an. Alle ihr in Anbetung gehört an. Und ein Bibelforscher erklärt, dass es steht, durch Wort Lob oder Anbetung kriegt Gott alle ihr. Das meint, dass wir Gott alle ihr geben dann für alles, was wir tun, wirst wir weiten, dass Gott ist, der das in Wirklichkeit tut. Der tut durch uns. Und vergiert nicht, Gott alle ihr zu geben, wenn du am Anbeten der sagt dir so. Die viel von sich selbst denken, dann stehlen, Lob in ihr von Gott weich. Die nehmen das von an. Wir losen kurz, das gehört an, das traf an. So, wenn wir uns selbst loben oder wenn wir luten dann oder andere Menschen uns loben, für dort, wo Gott durch uns tut, dann nehmen wir dort direkt von Gott weich. Und deswegen raubt Gott Söhne in seine Arbeit nehmen, die ihre Abhängigkeit von ihm sein kann und annehmen kann. In Weiten dann, und das lesen wir in 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31, will ich für uns lesen.
die sind sehr wertvolle wird, die uns alle ermutigen sollen. Und manchmal als Menschen glaube ich, du sind andere Menschen, die besser tun können als wir. Woran soll ich das tun? Und dort hier so viel als Prediger, wenn ich jemanden frage, da kostet du das tun oder kostet du das tun, dann das Erste, was die Menschen sagen, ist, andere können das viel besser als ich. Das ist okay, ich rede nicht nur mit den anderen Menschen, ich rede zu dir. Was diese anderen Menschen nicht haben, ist eine Willigkeit dort zu tun. Zweitens, dass sie nicht Gott dadurch verherrlichen wollen. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Und ehrlich gesagt, wenn ich ganz öffentlich rede, da ist diese Gedanke mir sehr schwer am Hart gewesen in dieser letzten Zeit. Wegen einer Predigt kann manchmal so, ich kriege so denken als alle anderen Menschen. Was von einer Predigt sie ich? Da sind viele andere, die dort viel besser können. Und sogar Predigerbreiter, die können auch manchmal entmutigt werden. Und so ging mir dort dieses letzte Werk über Jesus will mir sein und uns alle von der Maria sein. Breiter, denkt darüber nach, Vers 26. Wo dort wir als Gott wählen deit. Du wir nicht viel Wesen, nur menschlicher Mut, nicht viel sei Stärke, nicht viele, die an der Gesellschaft hochstünden, aber was die Welt als Ansehen unsach, wählt Gott. Die Wesen zu schon zu merken. Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, was stark ist, zu schon zu merken. Und was die Welt verachten wird und für nichts hält, und was nicht wird ist, hat Gott gewählt, dort nicht zu merken, was an der Welt hoch ist oder steht. So kann keiner sich vor Gott was anbilden, durch dort, was Gott getan hat, sind die in Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dort wie durch Jesus Christus an uns weiß und gereicht und heilig und gerat sind. Dort es so als geschrieben steht, wer sich puchen will, soll sich mit seinen Haaren puchen. Manchmal fühlen wir uns, als ob wir schwach sind, nicht gut genug sind, da sind andere, die dort beten tun können. Und Gott sagt, guck mal, ich rede nicht zu dir. Ich will haben, dass du das. Und wenn ich die für was rauben will, dann will ich sicher, die alles geben, was die fehlen wird, dort für mich zu tun. Kraft, der Rechte wird. Wir denken auch an Moses, nicht? Er sagt, du sind andere, ich kann nicht reden, ich kann nicht vertrauen, ich kann nicht vor Menschen stehen und vertrauen. Und Gott sagte ihm, sehe ich nicht die, die den Müd gemerkt haben? Will ich die nicht halten? Gott wird uns halten. Wenn er wird von uns will, dann wird er uns halten. Und wieder um Gott anbeten, wenn wir arm, der ihr geben für dort, was er durch uns tut. Und für alles, was wir haben. Bis wir wissen, dass alles, was wir haben, alles, was wir sind, von Gott kommt. Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt, den wir betrachten wollen, ehe wir schließen dann. Wenn wir wissen, dass alles, was wir haben, Gott gibt, dann soll es für uns nicht so schwer sein, Gott die Dinge zu geben, die er uns unvertraut hat. Wir lesen in Vers 8b von Psalm 96, kommt mit Opfer an seinen Verhof. Im Alten Testament mussten die Israeliten verschiedene Opferguben bringen. Wovon eine Opfergube mussten die einmal bringen? Einmal war da. Sündopfer, Tieren schlachten. Was noch? Dankopfer, absolut. Gott zu danken, durch Gott zu danken, durch uns geben, kann wir Gott danken. Freiwillige Opfer. Ich weiß, als ich noch in der Jugend war in Edmonton, dann brach einer mal eine Jugendstunde über, was die Israeliten damals alles geben mussten. Und wir reden von 10% geben, wenn einer dort alles taubtalen würde, was die Israeliten immer bemachten würden zu geben, dort würde meistens dich an 30% gewesen sein, nicht 10%. Mit den Sündopfer, den Dankopfer und die freiwilligen Opfer, dort wie ein Schauf. Ein Schauf, was die Israeliten einmal geben mussten. Und über das neutestamentliche Deine Jesu, weit wie dort wie nicht mehr diese
diese Art Opfer Guven bringen matten, nicht mal Tieren schlachten matten und so wieder. Aber Jesus sagt uns, dort alles, was wir haben, Gott gehört, und dort Gott uns mit seinen Sachen unvertrüht hat. Bloß unvertrüht hat. Einmal weiter, durch Jesus, Gleichnisse von deiner, von Verwalters. Und so sagen wir, Gott hat uns seine Sachen unvertrüht. Und wenn Gott uns wiesen wird, dass dass wir einige von seinen Sachen brücken sollen für seine Arbeit, einige seine Sachen für seine Arbeit investieren sollen, als Gott Verwalter Jesu, sollen wir das tun. Und wenn wir diese Art gebende Anstellung an uns haben, dann schenkt Gott uns auch viel Friede zu geben. Das geht uns nicht weh. 2. Korinther 9, Vers 7 sagt Paulus, ein jeder soll dort, wo er sich am Hort vergenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemalt. Gott ist dein Gott, der mit Frieden geben. Und du hast mit zu tun. Auch wenn wir 80% geben würden von dort, wo Gott uns gibt, und wir dort nicht mit der rechten Anstellung tun würden, Paulus sagt, wenn wir dort nicht ut live tun würden, dann ist das alles vergebens. Das haben wir mit der Anstellung zu tun. Was Gott uns ab dem Hort leicht zu geben, wenn wir dort tun, ut live in Frieden, dann dürfen wir Gott anbeten. Was sind Dinge, die wir Gott geben können? Zeit. Amen. Manchmal denken wir bloß an Geld. Aber das ja viele Menschen, die leicht Geld geben, aber wenn einer antwortet, sagt zu tun, dann haben sie bloß nicht Zeit. Wer hat mehr Zeit als der andere? Hast du wer, der 25 Stunden am Tag hat? Wir haben alle gleichen viel. Alle gleichen viel. Der ganz reichste Mensch auf dieser Welt hat nicht mehr als 24 Stunden am Tag. Und der ganz ärmste Mensch, der nichts hat kriegt so viel. Das ist ein Geschenk Gott. Ein Geschenk direkt von Gott. Wir haben Zeit, alle haben Zeit. Was sind beschäftigt als andere Menschen oder was brauchen ihr Zeit für andere Dinge, die haben andere Prioritäten. Dort stehen, wir haben alle verschiedene Prioritäten. Was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig? Zeit. Was noch? Was habe ich noch gegeben? Geld. Seht ihr Geld? Ja, Geld oder andere physische Dinge. Talente geben. Ja. Ja. Wir reden von Elsa Maris über unseren Orchester. Und was glauben vielleicht, wir sind noch am Lehren, das ist gut. Wir sind noch beim Lehren, das ist gut. Aber für eine kleinere Kirche, dass wir 2 verschiedene Orchester haben, das ist ein Geschenk Gottes. Dass die Menschen in einer Kirche sind, die wirklich sind, ihre Talente zu brauchen, um Gott anzubeten. Für die Sonntagsschullehrer, für die Rechten tun, für die Jugendlehrer, für die Vorstand, Brüder und für Erika, für die Kirchfrühs, für unsere Ushers, für unser Soundteam. Das sind alle Gaben und Abwasch, die wir geben da. Und ich bin so vom Herzen dankbar, dass wir taub schaffen können, dass Gott uns verschieden gemerkt hat, dass wir unsere Talente taub tun können und Gott dadurch anbeten können. Das ist so wunderbar, wenn wir Gott durch unsere Abwasch anbeten können. Noch ein Ding, noch kurz und dann schließt wir. Wo können wir Gott noch anbeten? Den Psalmist erwähnt, dass wir Gott durch uns Wandel anbeten können. Vers 9, dort den Herrn Herrn in alle Scheinheit anbeten. Luther eben sagt, diesen Vers ein bisschen anders, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Das meint so viel, dort wo wir leben, und Gottes Wort mit übereinstimmen soll.
Ein heiliges Leben als ein Leben, wo mit Gottes Wort übereinstimmt. Gleich wie dort Gott heilig ist. Wer glaubt, dass Gott heilig ist? Holy. Okay. Wer glaubt, dass Gott gerecht ist? Abrechtig. Okay. Nu, wenn Gott heilig und abrechtig ist, wird er jemals was von uns verlangen, was wir nicht tun können? Wird er? Wenn er was von uns verlangen würde, was wir nicht tun können, dann wird er nicht heilig sein, dann wird er nicht abrechtig sein, dann wird er nicht Gott sein. Aber wir wollten, dass er heilig und abrechtig ist, und damit wir dann uns bloß die Frage verstehen, was verlangt Gott von uns? Ein Leben, das sein wird, mit übereinstimmt. Wo tun wir das? Aus uns selbst können wir das nicht. Das weit wir alle von persönlicher Erfahrung. Aber aus Gottes Kraft, dann ist es möglich. Dann ist es möglich, unser Wert zu kontrollieren, dass wir immer nicht so busig und hostig sein. Dann ist es möglich, dass wir sogar durch unsere Kleidung Gott anbeten können, sodass nicht alle Aufmerksamkeit auf uns fällt, wegen sie werden haben, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Dann ist es möglich, Zeit zu finden, für Bibel lesen. Dann ist es möglich, Zeit zu finden, Menschen anzuladen. Dann ist es möglich, so ein Leben zu führen, wo Gott verherrlicht wird. Durch Gottes Kraft. Eng von Psalm 96 erwähnt der Psalmist, der Herr sind kommen. Vers 13 sagt, die wollen vor dem Herrn singen, wie es er kämmt der ihr zu rechten, er wird die Welt gereich rechten, und die Völker, so als er dort verreicht ist. Gottes Wort sagt, dass Jesus wird kommen, dass Gott kommt, und dass wir dafür bereit sollen sein, und wenn wir Gott durch alles, was wir tun, anbeten, liebe Geschwister, da müssen wir von seiner Trägkommen nicht Angst haben. Wir können uns über seine Trägkommen nie aufregen, kriegst du der Psalmist sagt in seinem Psalm. Er erklärt, wo die ganze Naturwelt über Gott seine Trägkommen freuen wird. Und wenn uns Leben hier zu eng kommt, wo wir Gott für alle Ewigkeit anbeten. Dann wird er bloß wieder gehen. Wir tun Gott von der all, durch alles, was wir tun, anbeten. Und wenn uns Leben zu eng kommt, dann tun wir dort bloß wieder. Für alle Ewigkeit. Aber herrlich wird es nicht sein, wenn wir Gott selbst mit unseren Augen sein wollen. Oh, das wird herrlich sein. Das wird herrlich sein. Wir wollen bereit sein. Amen.